Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und ich darf Sie mal wieder zu was Neuem begrüßen. Durch das Pokémon Weiß wegfallen ist es grundsätzlich so, ja, dass wir wieder eine Lücke im Programm haben, möchte ich fast erwähnen. Ja, und ich möchte mit euch einen Klassiker spielen meiner Kindheit, das wo ich wirklich rauf und runter gespielt habe. Ich möchte mit euch die Kampagne durchspielen, und zwar zu Die Siedler 6 Aufstieg eines Königreiches. Ja, wie ihr seht, ich habe das zwar schon mal durchgespielt, aber das hindert uns ja grundsätzlich nicht daran, das nochmal zu tun. Naja, ich habe das also auch ewig nicht mehr gespielt, ich muss mir da jetzt auch wieder ein bisschen neu spielen, aber das glaube ich ist also ein bisschen die Raffinesse an dem Ganzen, was dem Ganzen den nötigen Kick verleiht. So, ich hoffe, die Soundeinstellung habe ich vorher schon überprüft, das sollte jetzt eigentlich einigermaßen passen. Aber, ja, ich werde mir das Ganze hinterher nochmal genauer zu Gemüte führen. Und ich hoffe, dass das Sound vom Video passt. Ne? Also von den Filmsequenzen, die es hier zwischendurch gibt, weil wir spielen jetzt hier diese Missionen miteinander durch. Und damit wünsche ich euch, ja, erst einmal zurücklehnen und hier ein Video. Uiuiui. Das. Alter, wie geht denn der bitte? Ui. Da schau mal her, ich hab 200 $. Ja, und damit sind wir wieder am Anfang von unserer Sequenz, ja. Da sagen dann, gehen wir doch gleich. Willkommen in Westholm. In eurer königlichen Stadt leben zuverlässige und fleißige Siedler, die unter eurer Herrschaft glücklich und zufrieden sind. Von hier aus könnt ihr eure Ritter entsenden, um den Siedlern in fernen Ländern beizustehen und euer Reich zu vergrößern. Mit ihrer Hilfe könnt ihr es schaffen, das ganze Königreich in neuem Glanz wieder auferstehen zu lassen. Na, ich sagen, machen wir doch das. Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen Schier von dich doch. uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Was, das geht gar nicht. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet. Eine Siedlung dort wird die Händler schützen und die Banditen in Schach halten. Schickt mich, Majestät. Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. Euer Majestät, Marcus ist jung und mutig, gewiss. Doch in diesem Fall solltet ihr lieber auf meine Erfahrung vertrauen. Der direkte Weg ist immer der beste. Ja, Kerngedanke rein, das beschreibt eigentlich das Beste, was ich insgesamt hier, ne, was das Mr. Team auch ein bisschen dafür steht. Dementsprechend, glaube ich, nehmen wir hier einen Marcus. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Gut, die kennen die Fähigkeiten schon. Und Ich kann zwar, meine Soldaten ja, mit Fackeln versorgen, wenn sie in der Nähe sind. sind beides übelst gute Fähigkeiten für Battle.
Sie kann kranke Siedler heilen und kann Kirchen machen mehr Geld. Ich erwarte Aber eure warte mal, Entscheidung, das können Sie Ich sich selber bestärke sagen. die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Alter, die Motion. Dank meiner Kenntnis der Medizin kann ich erkrankte Siedler heilen. Das Motion Tracking ist schon geil. Naja, na, wir gehen Der mit Marcus. direkte Weg ist immer der beste. Jawohl. Wir müssen eine Stadt nahe der Handelsstraße errichten. Das hält die Banditen zurück und macht den Handel sicherer. So machen wir das. Willkommen bei Die Siedler. Ich habe mir erlaubt, unsere Mission vorzubereiten. Bitte drückt Alter. die hervorgehobene Schaltfläche, um fortzufahren. Das ist ja mal Epilepsie, aber happy, da die behaupten. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Хорошо. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mittleren Mausknopf, um die Kamera zu bewegen. Alter. Hier bin ich. Sehr gut. Lasst uns fortfahren. Alter. So. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, Ja, indem ihr ich kenn ja das war das leicht, Spiel. nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lady Alandra. Sie befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm. Alter, die scharfe Brezen. Auf ihrem Gei. Also mit Gei meine ich nicht Gei, sondern Gaul. Alter. Da braucht er aber seine Zeit der Ich Marcus. grüße euch, Marcus. Haltet auf dieser Mission die Augen offen und unterschätzt diese Banditen nicht. Ja, machen wir. So. Ihr müsst eine neue Siedlung errichten und so dieses Gebiet sichern. Diese Banditen haben in den letzten Monaten etliche Händler überfallen. Ja, Es gibt hier eine alte Burg, die wir als Basis... sorry. Ein Ritter. Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt wurdet. Okay. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad. Sehr gut. Ja, passt. Wie gesagt, Wie ihr das Spiel ist relativ simpel und simplistisch. Deswegen, ich hab das schon immer gern wegen das Wählt Prinzip. den Marktplatz durch einen Klick. Dies ist der Marktplatz. Ja, ich kenne die Eure Burg. dies ist Ja, ja, unsere das Burg. Lagerhaus. Dort, dies ist unser Ja, Lager. ja. Der Ruf der Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig. Aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Bin mir sicher. Ruf das Menü Stadt. Das Menü Stadt öffnet die Ja, Gold. Die Gold öffnet ja, die ja, Rohstoffe. ja. Unsere Beginnen wir Rohstoffe damit, ist G und unsere den Siedlung Ruf. zu Ja, das ist doch errichten. logisch. Sehr gut. Ja, brauche erst mal Wir sollten Holzfäller. an einer günstigen Oh, ja. Stelle eine Holzfällerhütte errichten. Uiuiui. Die Fläche bei den Bäumen östlich des Marktplatzes wäre ideal. Ja, das stimmt. Ihr müsst Neue es immer... Siedler kommen aus Ja, dem ja, Lagerhaus. ja. Ich bin Arbeit doch nicht, macht Siedler bin doch nicht hungrig. geistiger Auch Retard. unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen Alter. wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das Was macht der westlich mit des Y? Marktplatzes lebt. Kann ich die nicht dran? Doch. Alter, wie ist das gegangen? Ja, dann brauchst du das halt so. Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Nicht. Sehr gut. Die grundlegenden Ich hätte gerne- Gebäude ich sind hätte gerne nun Ruten. errichtet. Also, der Jäger Wege. wird das Wild erlegen und den gewonnenen Rohstoff Ja. ans... Der Metzger holt das Tierfleisch aus Ja, dem ja, ja, Beton, ja, ja, wie es ja, ja, ist. ja, das Wählt nervt eine mich echt nicht, Mann. Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbau. Ja, Alter, dann muss es direkt erst einmal über gebaut dem werden. Aber gibt's Gebäude. mal halt doch bitte Wege. Ja, die sollen doch auch nicht leben wie die Hunde und so da durchs Dickicht laufen. Ne? Mein Gott, na. Also, ihr erklärt das jetzt nur mal im Schnelldurchlauf, ne? Weil der, was der Labersack da erklärt, das ist uns eigentlich wurscht. Also, ihr seht eure Rohstoffe, ihr habt Holz, das sind Rohwild, praktisch rohes Fleisch, also Rohwild im Prinzip. Du hast Fisch, du hast Getreide, Milch, Honig, Eisen, das schaut aus wie ein Brot, ich weiß, aber das soll Eisen darstellen. Ein bisschen also wie so ein Ferrero-Küsschen schaut aus. Das ist Stor, braucht man zum Ausbauen von Gebäude, also für die großen Gebäude, für die kleinen braucht man bloß Holz. Dann haben wir Wolle, wir haben Kräuter, wir haben Zucker, Salz und wir haben Gewürze, aber das braucht niemand Salz und Gewürze, ist bloß wenn der Ruf der Stadt in den Arsch geht. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, Ja. baut das Gebäude aus und Ich hätte da auch dort gerne jetzt mal anschließend seine 3 Arbeit auf. Geschwindigkeit. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Ja, okay. Na, Alter, das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Ich hätte jetzt da gern Wege, die da daher sitzen und daher sitzen. Das Wichtigste ist ja gleich immer alles auf Max auszubauen, weil ihr werdet das dann nachher sehen, es rentiert sich einfach immer, alles auf Max zu machen. Siedler, also es gibt zwei Arten von Siedler. Es gibt Siedler, die haben einen Namenunterschied auch gehabt. Also du hast ja praktisch eher so Siedler, wo Arbeiter sind, eher Siedler, die Siedler sind, also die so ein bisschen gehobenere Klasse. Die Siedler, wo arbeiten, die brauchen bloß das Einfachste, nämlich was zum Fressen. Die brauchen sonst nichts, die brauchen nur Essen.
die Jägerhütte zum Rohstoffgebäude Beispiel. können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Produktion. Wir haben. Öffnet die Nahrungsübersicht. Wir sollten weitere So. Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen. Nein, mach ich gewiss nicht. Bewegt den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. Muss ich gar nicht. Ich habe Enter gedruckt, dann Tab gedruckt, dass ich alle auf einmal. Also, nochmal. Die brauchen bloß Nahrung, mehr brauchen die nicht. Die brauchen aktuell auch bloß Nahrung. Die brauchen aber später noch Kleidung, Reinigungsgüter und Unterhaltung. Und dann später sogar noch, ob es reich oder arm sind, das kommt dann auf den Steuersatz an. Oder eben Dekoration, aber das kommt alles so viel später, das werden wir auch in der Mission nicht brauchen. Das ist auch insgesamt relativ einfach. So, der hat jetzt kein Rehwild mehr, weil die ja nicht produziert, ne? Weil die halt alle so langsam sind. Die haben halt kein nichts zum Gehen. Das ist halt so cringe. So, aber du sollst auch nicht bloß rumstehen. Ne? Du kannst auch Auf schon mal die euren anderen Befehl. Gebiete erkunden. Ihr müsst bloß im Anfangsgebiet stehen und dann seht ihr es schon komplett. Aber das ist so cringe, dass ich die Zeit nicht vorspulen kann. So, wie Jawohl. schaut's da aus? Was ist da ist? Da ist Fisch, das ist gut, das ist für Nahrung. Da, wenn ich jetzt die Wetterkarte aufmache, kann ich euch sagen, dass Schon in solche unterwegs. gemäßigten Plätze im Winter der See zugefriert. Da habt ihr nichts davon im Winter vom Fisch. Da ist absolut gar nichts außer Holz. Auf Holz euren darf ihr nicht Befehl. unterschätzen, wie wichtig Holz ist, weil euch geht das Holz regelmäßig aus, wie uns jetzt auch zum Beispiel schon. Deswegen auch immer alles auf Max-Stufe ausbauen, das Allerwichtigste. So, Holz am besten, ich sage einmal, ab 2 Holzfällerhütten passt das normalerweise. So, 2 Jäger sollten eigentlich auch schon nur Wirsch produzieren, damit wir das Ziel locker erreichen. Also, was haben wir da? Schauen wir da gleich weiter. Haben wir Rehe, das ist gut. Müsste immer zwischen nein, das ganze Gebiet auch schon nicht das Schauf oder Kier rumstehen, auch, weil die wiederum brauchen wir auch, aber das kommt mit Sicherheit später und das erkläre ich dann, wenn es soweit ist, was das genau ist. So, Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. sehr gut. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu... Öffnet die Titelübersicht. Die Jawohl. Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Und dann kriegst du Ihr neue könnt das Rechte. Menü schließen, indem ihr abermals die... Jetzt Junge haben wir Markus, es. Alter. Euer Aufstieg in den So, Rang erst eines einmal mal 3, Landvogtes das ist ein Allerwichtigste. wichtiger Schritt, Ui. um diese Lande sicherer zu machen. Markus, ich schicke euch eine Fuhre Stein, um damit eure Burg auszubauen. Lieb. Ich bringe schlechte Kunde, Markus. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Der Ja, wie Himmel gesagt, möge euch schützen. Dazu müssen wir erst den Stein finden, der ist da, das heißt, man Um braucht das Stein Territorium. abzubauen, benötigen Ja. wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Ja. Bitte schickt mich rasch dorthin. Ihr seht hier, das heißt Western Banditen Glade, haben einen Karren das heißt erbeutet. Westwood Curve. Das heißt Westwood Tarn, das ist Westwood Transit, das ist Northern Westwood und so Um weiter und so Zugang zum fort. Steinbruch zu erhalten, müssen wir Genau. dieses Territorium Das erobern. brauchen wir aber jetzt halt erst Bitte einmal wählt noch die gar nicht. Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es Würde einzunehmen. wir jetzt zuerst einmal schauen, dass wir da was sichern. Ei! Aber jetzt nehmen wir da auch gleich. Also wichtigste, wie gesagt, ist das da, mal 3. Das ist das Allerwichtigste, ich sag's euch wie es ist. Damit irgendwas vorangeht in dem Spiel. So, die müssen wir später zusammenhauen, Alter. Ja, ich mach das jetzt halt nicht. Ei! So, da laufst du nochmal runter. Da ist nichts außer Holz wieder in dem Territorium. Weil da kann ich jetzt schon Wege bauen. Nein, ich kann nicht immer noch keine Wege bauen. Das ist halt richtig cringe. Schon unterwegs. Da ist auch gar nichts. Nicht einmal Schauf oder sowas. Das ist halt wirklich wenig. Verstanden. Oft sind auch Ruinen. Die Ruinen geben einfach Gate. Das ist wichtig auch, wenn es ein Gate braucht. Weil bei unser Gate eigentlich gut stabil ist noch. Schauen wir, was da Verstanden. noch läuft. Immer die Territorien am Anfang so ein bisschen abchecken. Da ist auch wieder gar... Doch, da haben Kier. Da haben jetzt Kier das erste Mal. Da ist eine Ruine, die ich aber nicht nehmen kann, komischerweise. Da haben jetzt Kier, das ist gut. Kier Schon können wir Nahrung unterwegs. draus machen, machst Cast raus. Und je mehr verschiedene Nahrungsmittel du hast, desto mehr freuen sich deine Bauern. Alles klar. So, aber jetzt nehmen wir tatsächlich das Territorium, weil wir den... Eigentlich brauchen wir die Storne nicht zwangsläufig. So, wir können noch gar keine... Normalerweise muss man also Kleidungsstücke herstellen, um den nächsten Rang zu erreichen, aber wir können das noch nicht machen. Ja, ich empfehle euch Ein Außenposten Arbeiter immer wird am sich vom Weg zu bauen, Lagerhaus weil aus auf den Weg machen und den die Außenposten errichten. Wege Sobald abspeeden der eure Bau Siedler ab. abgeschlossen Ihr seht ist, ja, wie schnell gehört das der auf dem Weg ist. Territorium uns.
So, auf 3-mal Speed geht da was Der voran. Außenposten wurde errichtet und das Territorium gehört So, da nun ist uns. nirgendwo eine Nahrung. Nun können wir 2 Steinmetzhütten bei einem Steinbruch errichten, um dort Stein Dementsprechend abzubauen. noch wichtiger ist die zweite Ihr Holzfällerhütte, weil könnt sonst geht übrigens gar nichts Gebäude voran. drehen, bevor ihr sie platziert. Wie ist das gegangen? Umschalttaste Wir haben Mausrad. ein Also Territorium Shift eingenommen. Mausrad, Alter, wer macht denn sowas? Ich platziere meine Hütten, den Tipp gebe ich euch ja immer seitlich. Damit die Siedler müssen ja da rein und da sollten raus. einen Wenn sie Pfad jetzt einen von der Eingang da rüber Steinmetzhütte müssen, die zum viel bis Marktplatz dahinter bauen. rennen. Klickt auf Alter. die Schaltfläche Pfad anlegen und Endlich. bestimmt dann den Start und den Endpunkt des Pfades. Was hat lernt uns der Herr Wolfseher Burschen? Der schnellste Weg zwischen zwei Sachen, ja, zwischen 2 Punkte ist, was eine Gerade. Dementsprechend bauen wir das auch genau so. Immer eure Wege nicht vergessen. Der Speed-Up, den merkst du ganz brutal. So, und immer eure Gebäude direkt aufs Höchste ausbauen, was geht. Das ist auch ultra wichtig. So, wenn wir wirklich 2 Steinmetzhütten, eine langt halt allbei. Da kommen wir noch nicht drüber, dazu brauchen wir das hintere. Ich würde aber sagen, wir nehmen uns den Alles Fisch klar. eher, wenn dann. Ich frage mich, ob da nur Platz auch theoretisch war, um ein Ding zu holen, Getreidefädel aufzubauen, aber das brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Wir brauchen das zweite Wild brauchen wir. Weil Auf euren ein Wild, Befehl. sag ich mal, kann einen Gerber und einen Wurstmacher in der Regel sagen. Also immer so 2 Gebäude auf ein Ding, da ich halt behaupten. Funktioniert am besten. Dann geht euch auch das Wild nicht so schnell aus. Was wir jetzt da auch machen können, ist, wir können das Gebiet einfach komplett ignorieren und nicht nehmen. Dann sparen wir uns das Geld dafür. Jawohl, sofort. Und nehmen wir gleich das her. Der geht halt dann da durch und kann halt praktisch keinen Pfad nicht bauen. Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, Ja, werden die aber wir Siedler brauchen ja erscheinen, trotzdem um ihn noch- auszuführen. Brauche ich ja trotzdem noch Dinge, ne? Weißt, brauche ich ja trotzdem noch die Kleidung. Aber wie gesagt, das Dacho geht jetzt. Die Frage ist halt bloß, ob es das rentiert für die Mission. Ja, mit Sicherheit sogar. Die Burg sieht beeindruckend aus, Euer Majestät. Merci. Wir machen gute Fortschritte. So, wir nehmen uns das Gebiet. Die Frage ist, kommt der da drüber? Nein, kann er natürlich nicht, war auch unlogisch. So, und was machen wir, damit wir halt auch ein bisschen weiterkommen, indem wir sogar bis dahinter noch Ding legen. Ich gebe euch den Tipp, das Spiel arbeitet wie alle Siedlerspiele. Holz vom Viech wegrammen, killt die Viecher. Da spawnen keine Viecher mehr. Ei, Das ist das Schlechteste, was man machen kann, Burschen. So, jetzt warten wir kurz. Ich werde das Gebiet wahrscheinlich nachher auch, das andere auch noch einnehmen, einfach wir aus haben dem ein Grund, Territorium eingenommen. dass ich den Weg bauen kann, damit es nicht gar so lange dauert, bis von Jawohl. A nach B kommen die Leute. Ei, So, kann jetzt ich aber da... Nein, ich kann halt echt nicht. Also ich muss 2 bauen. Achso, das möchte er von mir sogar. Ja, dann baue ich halt noch eine zweite. Das hilft dann nichts. Ja, ich tat gern, aber ich kann nicht, weil ich kann keine Kleidung nicht bauen. Er gibt mir den Kleidungsding nicht. Die Auswahl, Kleidung zum Bauen. So, den wir auch gleich... Also ihr seht, was wir jetzt Holz generieren, ne? Also das rentiert sich schon. Vor allem später, wenn du halt dann Reinigungsgüter hast. Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. So. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Marcus. Ihr solltet befehlen, 2 Gerbereien zu errichten, 2. damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen Ah, können. oder? Brauche ich nicht. Passt. Muss ich nicht. Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Versucht es und schaltet dann wieder in Sehr den geil. ursprünglichen Kamerawinkel zurück. Hey, schaffen wir du nix, Obur. Das Lagerhaus ist voll. Lagerhaus voll und bauen wir es halt aus. Das ist nicht schlimm. Das Geld haben wir, die Steine haben wir. Das passt alles. Na, wie gesagt, das ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Das bauen wir auch gleich nochmal aus. Wäre es nicht an der Und Zeit, dann meine gibt's ja treuen Festung. Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Gut gemacht, Marcus. Aber das ist insgesamt immer eher Noch zum benötigen Heimkommen. die Siedler keine Kleidung. Doch sobald ihr Landvogt von Westholm seid, werden sie danach verlangen. Jo, Ich, Marcus, werde euch immer treu ergeben sein. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Titel, Marcus, Landvogt von Westholm. Einige königliche Truppen sind von einer Patrouille zurückgekehrt. Ich werde sie sofort zu euch schicken. Wie ihr Banditen greifen unsere Oh. Siedlung an. easy. Das war jetzt mehr aus Versehen als... Die Banditenlager wurden zerstört. Nun stellen sie für die Siedler und Händler keine Gefahr mehr dar. Das ist natürlich Euer top. Majestät, mit ruhiger Hand haben wir diese Herausforderung glänzend bestanden. Ihr hattet natürlich Hilfe.
Kann er schon. Doch die Frage ist, warum all diese Karren den ganzen Weg von Chalja aus ohne Eskorte zurückgelegt haben. Was geht dort vor? Man weiß es nicht. Hast du noch Dialog? Nein. Okay. Gut. Dann haben wir die erste Mission jetzt geschafft. Zweite Mission, da ich sagen. Ja, ich darf gern so spielen, dass ich immer eine Mission pro Folge mache. Und wenn ich jetzt noch eine zweite hegen, habe ich Angst, dass wir halt relativ lang werden. Deswegen darf ich sagen, callen wir es an der Stelle halt einfach schon mal einen Day. Naja, wie es so schön heißt. Also ich darf sagen, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und es hat mich gefreut, dass auch bei diesem Projekt ihr euch hier das anschaut, ne? Also, wie gesagt, die Siedler war ja der Renner auf dem Dreggy sein Originalkanal, ne? Also damals war er noch solo unterwegs, war so vor 10 Jahren, würde ich sagen. Der alte Bub, der alte Modier. Ja. Und das ist jetzt der sechste Teil in der Siedlerei und ja, ich würde sagen, da haben wir schon noch ein bisschen was. Ne? Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, Burschen. Dann danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Pfiat euch. Servus.